Vielmals merci für den Leben Akcueil. Lever alle Götten für alle guten Leute, die ist da lobt in den verschiedenen Kanälen zugeschaltet sind. Als feiern wir den 8. März, den internationalen Tag von der Rechte von Frauen, wo eben dann die Rechte von den Frauen, von den Mädchen im Mittelpunkt stehen. Aber das Jahr ist das ein bisschen ernst, dass eben Covid-bedingt können wir nicht an der Form zusammen sein, mehr, und das ist aber ganz wichtig, soll es nicht davon aufhalten, für weiter über die Egalität zu schwätzen, respektive als weiterhin für die Egalität zwischen den Geschlechtern stark zu machen. Letztes Jahr hat gewiesen, dass die Arbeitslast von den Frauen abgegangen ist. Sie machen den Groß von der Pflege, vom Gesundheitsberuf aus. Plus überholen sie ganz oft nach Darbechten daheim. Sie haben die Erziehung von der Kinder oder auch die Pflege von älteren Leuten. Brav, sie meint ganz oft auch unbezahlt. Das war ein Grund, für was heute, und ich meine, sie sind immer im Gang, ganz viele Leute sich mobilisiert tun, nicht nur Frauen, schon noch gesehen waren Männer dabei, auch viele Junge, die eben auf die Straße gegangen sind, für zu weisen, wie wichtig auch nach heute die Egalität ist, gerade auch an diesen Zeiten, und eben auch in anderem gefordert tun für eine gerechte Abteilung von der sogenannten Care-Arbeit. Und ich muss sagen, ich bin noch ganz bei Ihnen, wenn Sie eben auf das Risiko hinweisen, dass aus dieser Corona-Krise das Risiko eben besteht, dass auch daraus eine Gender-Krise kann sich entwickeln. Ich stelle noch Dause von der deutschen Soziologin, der Jutta Almendinger, die sagt, dass die 3 freie Kahlen durch die 3 neue Haaren gegen ersatz gehen, also den Homeoffice, Homeschooling und Homework, und eben das zu lasten von den Frauen. Letzte Woche kam auch von der EU-Kommission Dokument respektive der Rapport zur Gleichstellung an den verschiedenen Ländern hier in Europa, respektive wurde die ganz klaren Überblick darüber gehen, dass Pandemie, und das wir das, was wir eigentlich gefragt hatten, dass Pandemie die bestehenden Inegalitäten in sämtlichen Bereichen, wirklich in sämtlichen Bereichen, verstärken und das hart erkämpften Progehen dummer da eben op der Kippgefe stoen, respektiv die Fortschritte, die an den letzten Jahren erzielt sind, Gefen zerstört geben. Dafür war das in der Regierung auch wichtig, wo die Krise kommt, für eben sehr können zu reagieren, Enkel und den Congé pour raison familiale, den eben so können auszubauen, für ob eine pragmatische Lösung zumindest können den Eltern so zu helfen. Trotzdem froh, die manchmal als Allgäu müssen eben haben stellen als sind dann die Fortschritte, sind die eben durch Pandemie lanciert, sind auch hier am Land, die Progresse, die wir erreicht haben, sind die eben vielleicht nicht mehr so gehen. Genau die Entwicklung möchte mir auch sorgen, und dafür haben wir im Ministerium zusammen mit dem Lycée eine Etude lanciert, für das eben können genau zu analysieren, zu gucken, wie dann der Impact von der Pandemie sich auf die Geschlechter wie eben den Abfluss ist, respektive auch mit den verschiedenen Mesuren, die man der Regierung geholt haben, weil eben diese Auswirkungen bei den Leuten stellt. Also es ist wichtig, eben daraus Erkenntnisse zu kreieren, und auch für den Blick noch zu machen, eben noch zu gucken, wie man auch weiter in den verschiedenen Bereichen Gleichstellungspolitik nach anders können aufstellen, weil das ja so, dass nicht nur die Egalitätsminister für das Frauen zuständig ist. Ich gehe oft gefragt, zum Beispiel an diesem Tag, für was dann überhaupt noch so ein Weltfrauentag gibt, ob wir das überhaupt noch brauchen oder ob das nicht sogar schon evaluiert wäre. Bei ETGIO bekanntlich Leute, die gerne dauern, wollen zurückdrehen, brauchen, wenn wir in Europa gucken, gibt es immer den Backlash. Ich meine, wir brauchen nicht so weit an die Grenzen zu gehen, weil ein ganz rezentes Beispiel haben wir noch letzte Woche erlebt, wo ein ADR-Politiker, den Herr Kartheiser, gemeint wird,
dass häuslich Gewalt nicht so dramatisch wäre, praktisch bagatellisiert, gemengt am Fall von häuslicher Gewalt bricht sich Police nicht zu intervenieren. Ich muss sagen, dass ich extrem schockiert bin, vor allem extrem rosen über das so aus so Sinn, weil es ein absolut falsches Bild nach außen gibt, auf allem definitiv, aber gerade das, was man nicht einfach will sagen, aber dummer da sieht. Nicht viel besser sind dann noch die Aussagen, die von ihrem Frauendepartement kommen, die danach gemeint haben, dass die Revendikationen von den Frauenbewegungen, notamment von der GIF, dass die, ich zitiere, künstliche Diskussionen wären und eigentlich gar nicht den Problemen von den meisten Frauen geben Rechnung tragen. Bon, die interessiert aber alle guten Frauen und nicht nur die Frauen, wie dann aber die Entwicklungen an den verschiedenen Bereichen sind. Und ich zum Beispiel gucken, das Emploi, das ich noch für eine Woche mit dem Stadtwerk die neuesten Zahlen dazu präsentiert. Neben dem Gender Pay Gap seid ihr für allem eine Diskrepanz an den Verlauf von der Karrieren. Du seid ihr ganz klar, dass diese Schnitte selber entwickeln, dass es da große Differenzen gehen zu den Leisten, also zum Nudel ganz klar bei den Frauen. An den Gender Pay Gap ist ja auch ein Thema, das oft diskutiert wird, weil du musst so, wenn den Rang eben Stundenlohn guckt, da ist bei uns am Land effektiv die Differenz nicht so groß, wenn man dann aber die Jahreseinkommen gucken, da sehen wir, dass durchaus eine Differenz da besteht. Da sind jetzt schon das Doppelt, wenn nicht sogar der Dreifache vom Pourcentage, weil wir gesehen, dass mehr Männer Überstunden machen und noch mehr Männer Bonien 13. Monat und noch so Primen ausbezahlt kriegen. Wenn wir über die Inegalitäten an der Arbeitswelt diskutieren, soll man nicht nur den Fokus auf die Führungspositionen richten. Aber interessant ist im Kontext eben auch, dass eine von 3 Frauen nur 30 Jahre hier Arbeitszeit reduziert. Und wir haben auch einen hohen Anteil von Frauen an den sogenannten Niedriglohnsektoren, wo zum Teil oft, wie soll ich sagen, der Arbeitsrecht vielleicht nicht immer so angehalten wird, respektive auch da prekären Verhältnisse sind. Und aber auch da mein Stürflo nicht weiter überraschen, und trotzdem ist es immer wichtig, aber darauf hinzuweisen, dass Großteil von den Frauen aber noch am Temps partiell schaffen, heißen jetzt 36% par rapport zu 6% von den Männern. Morgen wird man mega den neuen Observatoire Legalité präsentieren, ein ganz wichtiges Instrument, weil wir gegangen sind, etappeweise abzubauen, angefangen mit dem Bereich vom Emploi und der häuslichen Gewalt. Es geht eben darum, dass man die unterschiedlichen Lebensrealitäten von den Geschlechtern, von den Frauen und Männern erkennen, dass man sie kennen, für den Moment auch können, Veränderungen zu machen. Die rechtliche Gleichstellung, Chancengleichheit, haben wir weitgehend hier am Land erreicht. Das in unseren Gesetzen und auch in der Konstitution verankert. Da, wo wir noch ganz intensiv darauf schaffen, ist eben die tatsächlich, die am Alltag gelebten Gleichstellung. Und hier ist es wichtig, weiter Erfahrungen zu machen, kollektive Erfahrungen auf den verschiedensten Niveauen. Ich will aber auch ganz klar sagen, dass der gesellschaftliche Wandel sich nicht automatisch per Gesetz ergibt. Die Egalität, die muss auch gelieft gehen. Wenn zum Beispiel gemeint wird, dass mit der Quotenaufhörung bei den Wahlen dadurch automatisch direkt mehr Frauen gewählt gehen, war den nicht halt zu kurz gedacht. Ich meine, das haben wir ja auch erlebt. Es muss noch weiter Erfahrungen gemacht gehen, es muss weiter geschafft gehen und kann nicht sein, dass 5 für 12 ob einmal nach Kandidatinnen Gesicht gehen, für da können die Quote zu erfüllen. Darum geht es nicht. Das ist viel mehr Arbeit, die Hand drunter steht, und ich meine, das muss sich auch hier zugestehen. Ein wesentlicher Punkt, wo wir immer in unserer Arbeit bemerken, und ganz besonders die Equipe von der Education, die mit Jungen noch am Kontakt ist,
Das sind die sogenannten Stereotypen, Präjugien, Klischeen, die ganz fest noch an der Struktur von unserer Gesellschaft verankert sind. Dafür haben wir ja auch heute, den 8. März, eben Anzeichen von den Stereotypen gesagt, weil das nach, wie soll ich sagen, keine Schnee vom Gestern, wie gesagt, sie sind noch ganz weit an unserer Gesellschaft verankert, stehen einer tatsächlicher Egalität am Weg. Zum Beispiel erlebt ihr häufig, dass Männer Führungspositionen auf Frauen dann an sozialen Bereichen tätig sind. Da leidet natürlich Konklusion nur, dass das Verdelung natürlich ist, nun ist aber das Diskrepanz nicht unbedingt biologisch bedingt, mit das eben das Resultat von Stereotypen. Stereotypen prägen als Bewusstsein, prägen als Meinungen über Leute und als Entourage, aber auch über uns selber. Sie unterstützen eben ein viel Zwölf von Informationen, die all darauf uns auflesen, helfen uns für Decisionen zu holen. Wir sind natürlich auch hier da, wie gesagt, Hindernis, wir können der Egalität ein Stück weiterzukommen. Vor allem gehen Stereotypen zum Problem, wann dann eben so scheinbar harmlos Zuschreibungen von wann die eben zu individuellen an strukturellen Diskriminierungen führen. Wie ich vorhin eben Beispiel genannt habe, von den Frauen, die eben an den sozialen Bereichen sind, an Männer an Führungsposten, das ist eben das, was wir meinen, dass automatisch der Mann, der Starken, den Ehrgeizigen ist. Dafür trauen wir dem eben auch echt den Job an der Führungsposition an die Frau, wo oft gemeint wird, die also mehr fürsorglich, der Leute das besser, sich Kinder zu kümmern, und sie dann echt in einem sozialen Bereich zu sehen. Ob sie das zwar so wollen, das geht nicht immer konsideriert, wie geht ja mal davon aus. Für die Egalität und Chancengleichheit von den Kindern, von den Jugendlichen zu fördern, müssen eben die Rollenbilder, die Stereotypen müssen hinterfragt gehen, sie müssen immer durchgehen und eben auch kritisch analysiert, für so sein eigenes Handeln, seine eigenen Meinungen auch mal so können, eben zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen. Für uns ist ganz klar, die Bekämpfung von den Stereotypen eben die Voraussetzung, wenn wir wollen, die geliebten Egalität, von der ich vorhin geschwärzt habe, wenn wir die wollen, realisieren. Dafür bin ich froh, heute Abend dann dürfen Professor Dr. Sonja Kmetz von der Uni Lützeburg hier in unserer Runde dürfen zu begrüßen, eine Expertin auf dem Gebiet, die als Wert Rückblick, als Mehrwert an Geschichte wollen und eben auch weiß, wie der Wandel in der Gesellschaft, wie der Wandel auch heute zu Lützeburg vollzogen ist und das alles auch unter dem, wie soll ich sagen, unter dem Deckmantel von den Stereotypen. Daneben als mega Jahr drin gelernt, für neu und innovative Wege zu gehen. Und dafür sind wir auch froh, dass wir Junker mit ihren Texten konnten arbeiten, die dann eben an einer carte blanche, literarisch so ein Thema rugehen, mehr kreativ und aber auch interessant für auch an dem Bereich neue Stimmen zu hören. Zum Abschluss will ich schon ganz klar so, und da kommen wir auf meine Frage für drunter zurück, für was wir überhaupt noch eben Weltfrauentag brauchen. Wenn man schon erklärt hat, da können wir dann drunter so nach der Reaktion, ja, okay, mir trotzdem, neben dem brauchen wir noch, haben wir sonst kein Problem mehr, muss man da nur noch als weiter für die Egalität engagieren. Weil ich will mal ganz klar sagen, die Egalität, das ist kein nice to have, das ist eine Notwendigkeit, weil es geht darum,
dass alle götten Geschlechter nicht nur dieselbecht Rechte haben, mit dass man eben noch dafür sorgen, dass sie eben noch gleichgestaltet sind. Das heißt nicht, dass man so alle Götten wollen gleich machen. Darum geht gut nicht. Es geht darum, dass man die Diversität hier kriegen, dass eben die verschiedenen Profile, Potenziale und die verschiedenen Kompetenzen, die wir ja brauchen, auch für als Gesellschaft führen zu kommen, dass man die eben können fördern. Und dafür sollen wir mal ganz klar, kein Schritt zurück, au contraire, wir sollen zusammen nur vier gucken, für dass wir eben die Egalität können leben, eine Egalität, wo auch Gewaltfreiheit, Selbstbestimmungsrecht, die Freiheit, dann noch die Sozialgerechtigkeit, wo die eben können Realität gehen, das nicht nur für die Frauen, das auch für die Männer zusammen, aber wie so oft, wenn den zusammenhalten, muss es doppelt so viel Spaß, dafür evitieren, auch für jeden zu machen. Merci.